Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 33. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des ersten FC Heidenheim. Und ihr seht natürlich direkt, dass wir unserem Prinzip treu geblieben sind, was jetzt die entscheidende Phase der Saison anbelangt. Wir stehen in vertrauter Umgebung. Vor dem Geisbockheim im Hintergrund sieht man dieses wunderbare Gebäude und unsere Stimmung könnte, ehrlich gesagt, besser nicht sein, denn das weiß natürlich jedes Kind in Köln und Umgebung. Der 1. FC Köln hat den Klassenerhalt so gut wie sicher, ich sage natürlich sicher gemacht im letzten Spiel bei Union Berlin. Und deswegen stehen wir hier mit einem ganz, ganz breiten Grinsen. Ja, absolut. Und zwar schon ein paar Tage. Also uns scheint die Sonne aus der Ungerbutz. Ja. Es ist eine reine Freude. Vor der Saison war mein größter Wunsch, dass wir 1 bis 2 Spieltage vor München wissen, dass wir nicht absteigen. Und genauso ist es gekommen. Ja. Es ist ein absolutes Träumchen und souverän. Warum das Ganze steht wie immer auf unseren Shirts. Ne? Wir haben nämlich immer gekämpft. Nie gezweifelt. Da ist es. Ne? 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Heidenheim. Prösterchen, Leute. Und man muss es wirklich sagen, es stimmt ja. Die Jungs haben sich maximal 2 Ausrutscher geleistet in der Saison. Die haben immer gefightet. Es hat nie an der Einstellung gemangelt. Das war einfach schön anzusehen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern an eine Saison, wo so viele Spiele dabei waren, wo man dann nachgedacht hat, die haben aber geil gekämpft. Und ich kann ihnen nichts vorwerfen. Ja, und das hat uns auch immer die Ruhe bewahren lassen. Und wir haben das ja oft auch zum Ausdruck gebracht, dass wir, solange sich das nicht ändert, solange also diese Einstellung, dieser Kampfgeist, dieser Teamgeist und diese Leistung am Ende mit so einer Regelmäßigkeit auf den Platz gebracht wird, braucht man sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Ne? Und deswegen, klar, es gab bei uns auch Momente, es gab Tiefschläge, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber richtige Zweifel hatten wir nie. Und das haben wir auch versucht, das habt ihr ja auch gemerkt, in unseren PKs und so weiter zum Ausdruck zu bringen und auch an Leute zu appellieren, die vielleicht eine etwas kürzere Zündschnur haben, wofür wir ja auch immer Verständnis haben, aber trotzdem, ja, es hat irgendwie geklappt, wir haben nie gezweifelt. Und die Truppe hat uns aber auch keinen Anlass gegeben zu zweifeln. Nee. Man muss es wirklich sagen, ich bin richtig stolz, sofern man das sein kann, auf Dinge, die man nicht selber gemacht hat, auf die Jungs. Ich finde das einfach begeisternd. Also großartig, was in der Saison geschafft wurde. Wir haben nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz gestanden. Was haben die Leute vor der Saison da geunkt? Und auch zu Recht, man wusste ja nicht, was passiert. Wir durften das erste Mal wieder Transfers machen. Eine absolute Wundertüte, die ganze Nummer. Und so solide dann da durch, ich möchte sagen, schweben, ja, ohne einmal da unten reinzurutschen. Geil. Also, aller Ehren wert. Geil, absolut. Da war wirklich einer, ja. Diesmal, ja, das war ein Rollerfahrer, genau. Ja, das zog sich auch bis zum letzten Spiel bei Union Berlin. Auch da gerade in der ersten Halbzeit, das war schon, fand ich, eine ordentliche Leistung, dass es nachher noch eng wurde. Dafür gab es natürlich Gründe, wir wollen das jetzt nicht wieder alles hier diskutieren, ob die Einwechslungen oder Auswechslungen, ob jetzt die dazu beigetragen haben oder woran es denn gelegen haben könnte, dass wir gezwungen waren, auf der Couch aufzusteigen, was im Übrigen ja auch ganz nett war. Ne? Also muss ich sagen, ich habe beide Spiele mir in voller Länge angeguckt, Wolfsburg und St. Pauli. Hintereinander und, kam das auch noch. Das kam hintereinander, ganz genau. Dazwischen noch Gladbach. Okay, das war ein bisschen, aber... Grüße übrigens, fällt mir gerade ein, an Borussia Dortmund. Ihr habt ja mal wieder super dazu beigetragen, auch für den FC irgendwie was zu leisten. Nicht, aber gut, ist ein ganz anderes Thema. Am Ende haben beide verloren, beziehungsweise Wolfsburg hat ja noch den Ausgleich von Freiburg kassiert. Und dann brachen alle Dämme auch auf der Couch. Ne? Also war wirklich, ich habe echt ein Fläschchen Wein aufgemacht und habe mit meinem Sohnemann dann nochmal abgeklatscht und habe mir dann nett eingelötet auf den Klassenerhalt. Geil! Im Übrigen ist das ja scheißegal, wo du jetzt den Klassenerhalt
feierst und erlebst. Ja? Also wenn die Spiele andersrum stattgefunden hätten, hätte man das dann eben vom Fernseher oder im Stadion, also wo ist also in der Kneipe oder im Stadion, das ist ja nur eine Frage der Reihenfolge. Sagt ja gar nichts darüber aus, ob das verdient ist oder nicht. Also die Jungs haben sich das erarbeitet, ja. Und zwar unabhängig davon, wo wir jetzt da sitzen, wenn wir es angucken. Lächerlich, ne? Also diese Nummer von wegen ist nichts. Ja, und auch diese Nummer von wegen, ihr seid ja jetzt nur drin geblieben, weil andere für euch gespielt haben. Also können wir erzählen, hier ging eben jemand vorbei, der uns dann fragte, warum nicht trainiert wird. Und so nach dem Motto, ja, die feiern, obwohl sie es ja gar nicht selbst geschafft haben, sondern die anderen. Also was für ein Blödsinn. Wer denn sonst? Wer hat denn bisher 32 Spiele so gestaltet, dass man auf diesem Platz steht? Das waren keine anderen, sondern das waren wir selbst. Und auch in Union Berlin, diesen wichtigen Auswärtspunkt, den haben wir selbst geholt. Und der hat am Ende ja auch dazu beigetragen, dass wir hier am vorletzten Spieltag wirklich völlig entspannt uns hier an die Balustrade lehnen können. Leicht debilen Grinsen hier rumhängen. Kriegst du nicht raus. Ja, und es ist wunderbar. Und wenn ich jetzt auf das Spiel gucke gegen Heidenheim, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe schon so leicht revanchistische Gedanken noch, wenn ich an die Abstiegssaison denke, wo wir alle in Heidenheim waren und da auf der Mütze bekommen haben. Ich finde, wir könnten denen jetzt auch noch mal zum Abschluss eins auf der Mütze geben. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ja auch noch der ein oder andere Platz vielleicht gut zu machen. Das bringt ja auch noch ein bisschen Geld. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt nur noch auslaufen. Aber Schaulaufen ist es schon. Also es können sich alle noch mal zeigen. Ja, und es ist auch eine Charakterfrage. Ganz klar. Ja. Ne? Also ich kann mich an genug Saisons erinnern, wo wir dann zum Beispiel einmal haben wir die letzten 5 Spiele verloren und sind das Jahr drauf dann auch sang- und klanglos abgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Nicht im Sinne der Spieler, die bei uns bleiben wollen oder auch solche, die wir vielleicht verkaufen wollen. Und vor allen Dingen auch nicht im Sinne des Trainers René Wagner, der jetzt ja schon so ein bisschen unter Beobachtung steht. Also was passiert in den letzten beiden Spielen? Wie charakterlich gefestigt ist die Mannschaft, dass man jetzt auch weiterhin volle Power geht und versucht, diese beiden Spiele auch zu gewinnen. Und ich meine damit wirklich auch beide. Ne, also gegen Heidenheim schon mal sowieso und auch in München. Also wenn PSG da weiterkommt gegen Bayern, dann können wir uns auch gegen Bayern München durchsetzen. Ja, das liegt ja auf der Hand, das ist ja vollkommen logisch. Ja. Da fehlen mir jetzt die Worte, vollkommen die Worte. Ich dachte gerade, weil wir vielleicht ein bisschen Fanfreundschaft innerhalb der Zypra PSG haben. Aber die sind ja nicht mehr aktiv, die sind ja ausgeschmissen worden von PSG. Ne? Das verwechseln nämlich viele, dass wir mit PSG jetzt irgendwas gemein hätten. Das stimmt ja nicht, sondern nur mit den Fans, die von dem Verein ausgeschlossen wurden. Ja, aber der Verein wird denen nicht vorschreiben können, für wen sie halten, gehe ich mal von aus. Das stimmt schon. Aber ob die noch für den Verein also, keine Ahnung. 6 Punkte, ne? Ja. Für Meister Wagner und die Sache ist geritzt. Ja. Und ich meine, das war natürlich gestern Abend schon dieses Champions-League-Spiel. Also es ist eine andere Sportart, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es war sehr unterhaltsam. Und ich habe einfach dieses Bild vor Augen, dass wir in 2 Wochen oder in 10 Tagen dann nach München fahren und die nachher eine Meisterfeier da stattfinden lassen. Und ich weiß ja, ich kenne ja auch die Jungs in unserer Kurve. Ich weiß, was das sonst gesungen wurde. Und es wird auf jeden Fall der Dauerbrenner werden während dieses Spiels. Champions League Versager. Champions League Versager, FCB. Da kann man dann froh sein, dass es für uns um nichts mehr geht. Ne? Damit du da nicht 25 Dinger fängst. Ja, aber das wird auf jeden Fall so kommen. Also wird sehr unterhaltsam werden. Ja, mit Sicherheit, ja. Aber jetzt sind wir erstmal bei Heidenheim. Ne? Genau, 2 doofe, ein Gedanke. Ja. Das reicht für uns beide. Ja, ich bin bester Dinge, ehrlich gesagt. Ich meine, dass die jetzt nicht leicht zu spielen sind, weiß jeder. Dass die auch bis zum letzten kämpfen. Auch eine richtig aufrechte Truppe. Kann man immer nur den Hut vorziehen, was die über die Saison so machen, trotz der ganzen Rückschläge. Und mit Sicherheit auch immer mit dem Gefühl, vielleicht gehören wir hier gar nicht dahin. Ne? Weil wir haben ja eher das Problem immer, dass wir denken, wir gehören ja eigentlich nach Europa, ne? Und steigen dann immer trotzdem ab. Ja. Also ganz andere Grundausrichtung. Aber dennoch, wie gesagt, ich möchte gegen die gewinnen und ich möchte auch souverän gewinnen und ich freue mich auch drauf. Ich glaube, dass das passiert. Ja,
ich meine, ist eine unglaublich spannende Konstellation. Ne? Die sind ja nur 3 Punkte hinter den Plätzen 17 und 16 zurück. Und wenn die bei uns gewinnen, dann sind die punktgleich mit den beiden und die haben schwere Spiele gegen Leipzig und Bayern. Und dann käme die Konstellation zustande, dass am letzten Spieltag alle 3 gleiche Punktzahl haben. Was wir natürlich nicht hoffen wollen, weil das hieße ja, dass wir gegen Heidenheim verlieren. Aber wenn ich einen Wunsch noch hätte für die Abstiegskandidaten da unten, dann ist es natürlich, dass Wolfsburg absteigt. Also weg mit diesem fürchterlichen Werksverein. Und könnten eigentlich ganz abmelden dann auch. Ja, direkt, weg damit. Also, schrecklich. die würden sich auch wundern, wie wenig Leute da Aua sagen. Ne? Also sind bei Werksangehörigen, die haben im Moment andere Probleme da. Ja. Ne? Insofern lasst es doch einfach bleiben, ne? Meldet ab, dann ist das wäre das Schönste eigentlich. Ne? Und haben wir wieder einen Platzsturm gegen Heidenheim? Glaube ich nicht gegen diesmal, Heidenheim. oder? Aufstiegsparty. Quatsch, Klassenerhaltsparty. Klassenerhaltsparty. Ich glaube, wir werden das jetzt etwas gelassener Ja. angehen und so werden wir auch die gesamte Zukunft gestalten. Und ich bin froh, dass wir hier, eigentlich kann man froh sein, dass wir nicht so eine Hurra-Saison, wie es am Anfang ausgesehen hat, jetzt hier erlebt haben. Natürlich ist es toll, wenn du dann da europäisch mitspielst, aber es ist halt immer so unrealistisch. Ja? Also das war eine richtig geschmeidige, sehr am Realen orientierte Saison. Ne? Das finde ich großartig. Ja. Und für das Finale, da wünschen wir uns wirklich, dass die Truppe auch nochmal an ihre Grenzen geht und nochmal dafür sorgt, dass der 1. FC Köln wirklich auch als ein verdienter Klassenerhalter, kann man das so sagen, dasteht, bestens vorbereitet ist für eine geile neue Saison, dass auch Leute zu uns kommen. Und zur Trainerfrage vielleicht auch noch 2, 3 Worte. Also wir haben uns bewusst dazu entschieden, jetzt hier überhaupt nicht irgendwelche präferierten oder Meinungen oder Wünsche hier in die PK reinzupacken, was unseren Trainer anbelangt. Wir vertrauen da volle Kanne auf die Verantwortlichen, auf Thomas Kessler, auf unseren Vorstand, den wir übrigens auch eben noch getroffen haben. Und ja, schauen wir einfach mal. Ne? Ich dachte gerade, es käme so ein klassischer Quasi-Knock. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nichts sagen. Aber es ist ja so. Ja, haben wir noch Lass jetzt, uns ne? auf uns zukommen. Wir sind wirklich bester Dinge. Letzte PK der Saison. Oh. Letztes Mal Bütchen in der Saison, letztes Heimspiel. Ja. Ich beginne es jetzt schon fast zu vermissen und habe dringendes Bedürfnis, das gebührend zu feiern. Ja, und wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und das ist ja das, was uns auch am Leben hält, beziehungsweise was uns immer wieder motiviert und anspornt, uns hier hinzustellen und unseren Senf da dazu zu geben, zu diesem Verein. Und wir kriegen einfach auch sehr viel positives und freundliches, liebes, nettes Feedback in persönlichen Gesprächen. Macht das gerne weiter und dann sind wir nächste Saison wieder am Start. Aber wer was Kritisches anzumerken hat, der darf her das bitte damit. gerne auch Ja. sagen. Immer her damit. Ja. Da sagte doch ist einer, so. das fand ich sehr interessant. Der schrieb, es wäre ihm ein bisschen zu viel Ansprache an die Negativfans gewesen, Ja. was ich total nachvollziehen Ja. kann. Aber ich glaube, es war auch wahnsinnig wichtig, nicht nur von uns, sondern auch von anderen, die Leute so ein bisschen zu versuchen, ja, nicht einzufangen, sondern auch zu beruhigen und ihnen ein besseres Gefühl zu geben, als viele, glaube ich, hatten, ne, in dieser Wir machen ja Saison. auch so eine Art Selbstbeschwörung an der Stelle immer. Ne? Ist ja alles Therapie hier. Ne? Ja. Und du hast dir jetzt mal wieder auch gewünscht, also der Kollege, dass wir ein bisschen mehr über das Spiel reden. So haben wir jetzt auch wieder nicht getan. Wir sind ja eher so die, ich sag mal, die drüber fliegen, ne? Und das Ganze von oben angucken. Ich finde, es gibt genug Podcasts, und so, die das wirklich sehr ausführlich und gut machen auch. Ja? Und unsere Aufgabe war immer mehr so zu schauen, wie ist das große Ganze. So haben wir uns gesehen. Ne? Vielleicht seht ihr das ganz anders, würde mich auch interessieren. Was ihr da so für einen Blick drauf habt oder was ihr euch wünscht. Ne? Ob wir mehr über das Spiel selber reden wollen. So. Wir wollten eine ganz kurze Nummer machen. Ja, jetzt ist doch wieder in die Hose ausgeartet, gegangen. ne? Ja? Also Leute, das war's für heute. Wir sehen uns am Sonntag 17:30 Uhr. Was für ein bescheuerter Spielplan. Von Wettbewerbsverzerrung wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Uns betrifft die ja nicht. Aber nee, da sehen wir uns in Müngersdorf zum letzten Heimspiel des Jahres, der Saison. Und wir freuen uns drauf. Macht's gut. Prost. Tschüss, ihr Lieben.